sono date più importanti di altre perché segnano un prima e un dopo e si fissano nei libri e nella memoria collettiva con la forza dei simboli. Per la piccola provincia di Bolzano, da sempre terra di passaggio tra Europa centrale e meridionale, abitata da 3 gruppi linguistici, il 1992 è una di queste date simboliche. Um die ganze Bedeutung dieses Datums zu verstehen, müssen wir auf das Jahr 1945 zurückblicken. Europa wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahrzehnte durch den nationalistischen Wahn in Schutt und Asche gelegt. Südtirol hat es in den 3 Jahrzehnten zwischen dem Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkrieges schwer getroffen. Die Trennung von Österreich, der Faschismus, die Option, der Krieg. Per molti politici di allora era chiaro, l'Europa non doveva mai più essere un luogo di guerre, ma diventare un continente di pace. È questo lo spirito che nel 1946 anima la conferenza di pace di Parigi. Lì si incontrano il presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi, e il ministro degli esteri austriaco Karl Gruber per discutere del futuro del Südtirol. Viele Südtiroler hofften damals auf eine Verschiebung der Grenze oder auf die Selbstbestimmung. Trotz zäher Verhandlungen bleibt Südtirol bei Italien. Die deutschsprachige Minderheit soll aber umfassenden Schutz erfahren. Das Pariser Abkommen ist Teil des Friedensvertrages zwischen Italien und den Alliierten, also eine Art Magna Carta für alle weiteren Verhandlungen. Finalmente in Alto Adige vengono garantite le scuole in lingua tedesca e il bilinguismo nell'amministrazione. Tuttavia, la prima autonomia del 1948 viene concessa all'intera regione Trentino-Alto Adige e tutte le decisioni importanti vengono prese a Trento. La provincia di Bolzano non riesce ad ottenere le competenze cruciali. Die Situation ruft im Laufe der 50er Jahre bei weiten Teilen der deutschsprachigen Bevölkerung immer größeren Unmut hervor. Während die meisten deutschsprachigen Südtiroler noch in der Landwirtschaft arbeiten, besetzen die italienischsprachigen die Stellen in der Industrie und in der öffentlichen Verwaltung. Daher ruft die Südtiroler Volkspartei als Sammelpartei der deutschsprachigen Südtiroler unter ihrem neuen Parteiobmann Silvius Magnago zur Kundgebung auf. Im November 1957 versammeln sich 35.000 Menschen auf Schloss Signundskron. È il momento in cui Silvius Magnago dimostra le sue capacità di leadership. Il suo messaggio non è la secessione da Roma, ma il Los von Trient. Vuole un'autonomia specifica per la provincia di Bolzano. Fatica non poco ad imporre questa linea a tutto il partito e ai manifestanti, perché molti vedevano come unica strada la secessione. Bruno Kreisky, der Außenminister des seit kurzem freien Österreichs, bringt die Südtirol-Frage schließlich vor die UNO und spielt so Österreichs Rolle als Schutzmacht aus. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen weist er 1960 in dramatischem Ton darauf hin, dass es in Mitteleuropa ein ungelöstes Problem mit einer deutschsprachigen Minderheit gibt, ehemalige Bürger Österreichs. Il governo italiano, dal canto suo, sente come un affronto essere chiamato a rispondere di fronte alle Nazioni Unite per un'avvertenza che considera una semplice questione interna. Dopo 10 giorni di dibattito, le Nazioni Unite redigono una risoluzione che invita i 2 paesi a continuare le trattative per trovare una soluzione consensuale. Ma poi gli eventi precipitano. Nel giugno del 1961 40 tralicci dell'alta tensione saltano per aria. È la cosiddetta Feuernacht, la notte dei fuochi. Lo scopo per gli attentatori è di dar via ad una guerra di liberazione. Lo Stato italiano risponde con una forte militarizzazione sul territorio.
Noch im Sommer desselben Jahres setzt die italienische Regierung eine Kommission ein, die sich mit Südtirol und einem Umbau der Autonomie beschäftigen soll. Unter den 19 Mitgliedern befinden sich Vertreter des Staates, der Region und aller 3 Sprachgruppen der Provinz Bozen. Währenddessen explodieren weitere Bomben. Unter den 40 Opfern des Terrorismus in Südtirol der 1960er Jahre befinden sich Menschen deutscher und italienischer Muttersprache, Ordnungshüter, Attentäter und einfache Bürger. Ma il dialogo politico non si ferma. Con il governo di coalizione di centrosinistra guidato da Aldo Moro, la Commissione dei 19 riceve un forte impulso e continua a lavorare su un pacchetto di misure per modificare il vecchio Statuto di autonomia. Nel 1964, a Ginevra, i primi concreti risultati della Commissione vengono approvati dai relativi ministri degli esteri, Bruno Kreisky e Giuseppe Saragat. Doch die SVP und Magnago sind mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. Sie wollen mehr Autonomie und eine eindeutige internationale Verankerung des Paketes an Maßnahmen. Im Jahre 1967 eskaliert die Situation. Die Bombenanschläge halten an und Italien wirft Österreich vor, die Südtiroler Bombenleger nicht zu verfolgen oder sie sogar zu tolerieren. Die Krise zwischen den beiden Ländern erreicht ihren Tiefpunkt, als Italien durch ein Veto die Verhandlungen Österreichs über einen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft blockiert. Mentre la situazione sembra completamente bloccata, nel 1969 Silvius Magnago, Aldo Moro e Alcide Berloffa, il deputato della Democrazia Cristiana di Bolzano, trovano un accordo. Un pacchetto di 137 misure concrete per cambiare l'autonomia regionale in un'autonomia provinciale. Am 23. November 1969 findet die entscheidende Landesversammlung der SVP im Meraner Kurhaus statt, die über die Annahme des Paketes abstimmen soll. In einer hitzigen Debatte wird bis in die frühen Morgenstunden diskutiert. Die Paketbefürworter um Silvius Magnago setzen sich schließlich gegenüber den Paketgegnern knapp durch. Poco dopo i 2 ministri degli esteri, Kurt Waldheim e Aldo Moro, approvano definitivamente il pacchetto e il relativo calendario operativo, dopo aver preso atto delle ultime richieste avanzate da Magnago. Das neue Verfassungsgesetz tritt 1972 in Kraft. Im sogenannten Zweiten Autonomiestatut werden die Kompetenzen der Region großteils auf die beiden Provinzen Bozen und Trient übertragen. Die nun autonome Provinz Bozen-Südtirol übernimmt laufend mehr Zuständigkeiten. Schule, Gewässer, Denkmäler, Museen, Rundfunk, Wohnbau, Sprachregelung. Und die Neuerungen des Autonomiestatutes sind für die Bevölkerung bald spürbar. In origine, il calendario operativo prevedeva l'emanazione delle norme attuative nel giro di 2 anni. In pratica, ce ne vollero 20. Molte le cause, la complessità giuridica delle norme e il desiderio della SVP di definire nel modo più ampio l'ambito della loro applicazione e la diffidenza reciproca. Es sind schließlich geopolitische Ereignisse, die den Abschluss der Umsetzung der Autonomie beschleunigen. Im Sommer 1989 öffnet Ungarn seine Grenzen zu Österreich. Im November fällt die Berliner Mauer. Eine neue Zeit bricht in Europa an. Österreich und Italien haben nun beide großes Interesse daran, nach bald 30 Jahren ihren Streit im Hinblick auf die Südtirol-Frage zu beenden. Österreich will der EU beitreten und Italien will die Streitbeilegung. Il governo di Giulio Andreotti chiude le questioni ancora aperte del calendario operativo del 1969. Nel gennaio del 1992 dichiara in Parlamento che il governo italiano ha adempiuto ai suoi doveri per l'attuazione del pacchetto.
Landeshauptmann Louis Durnwalder und die SVP stimmen zu, auch wenn sie darauf pochen, dass die Autonomie im Rahmen einer internationalen Absicherung stehen muss. L'11 giugno il ministro degli esteri Alois Mock consegna all'ambasciatore italiano la quietanza liberatoria e finalmente il 19 giugno 1992 gli ambasciatori di Italia ed Austria comunicano al segretario generale dell'ONU, Boutros Ghali, che la vertenza aperta nel 1960 è da considerarsi chiusa. Ma questa storia non finisce qui. In den folgenden Jahren wird die Südtiroler Autonomie kontinuierlich weiter ausgebaut. Immer mehr Kompetenzen gehen auf die Provinz über. Die Lehrer, die Staatsstraßen, die Zuständigkeit für Wasserkraftwerke, die Schutzhütten. Die dreisprachige Universität Bozen mit Sonderstatus wird gegründet. Dieser Geist der Innovation und Vernetzung treibt Südtirol weiter an. Mit dem EU-Beitritt Österreichs und dem Schengener Abkommen fallen 1998 die Grenzkontrollen am Brenner. Europa und Österreich rücken noch einmal ein Stück näher. In questo spirito, nel 2011 nasce il gruppo europeo di collaborazione territoriale Euregio, che riunisce le province di Innsbruck, Bolzano e Trento per progetti comuni. Questa cooperazione ha continuato ad intensificarsi e nel 2020 a Bolzano viene inaugurata la nuova sede dell'Euregio. Ma ci sono anche dei contraccolpi, specialmente per via delle misure di austerità nel bilancio italiano a partire dal 2008. L'aspetto economico e di gestione delle finanze dell'autonomia balzano in primo piano. Landeshauptmann Kompatscher legt 2014 auf Schloss Brösels in Anwesenheit von Bundeskanzler Werner Faymann und Ministerpräsident Matteo Renzi die Grundlage für die neue Finanzregelung mit dem Staat, den sogenannten Sicherungspakt. Und auch in den folgenden Jahren bleiben die regelmäßigen Gespräche mit den politischen Vertretern aus Rom und Wien unabdinglich, um die Autonomie zu festigen. Il benessere e la buona gestione della cosa pubblica sono sicuramente i fattori imprescindibili per la pacifica convivenza. Il sistema sudtirolese viene citato anche a livello internazionale come un raro caso di soluzione pacifica di un conflitto etnico. Oggi il valore di questa storia viene trasmesso ai giovani attraverso progetti di storicizzazione delle tracce del passato. I casi più eclatanti sono il bassorilievo di Pifrader in piazza Tribunale e il Monumento alla Vittoria, un tempo simbolo di imperialismo e divisione. Oggi è un museo popolare. E la storia dell'autonomia stessa diventa tangibile in un percorso pedagogico all'aria aperta. Drei Qualitäten charakterisieren den Erfolg der Südtiroler Autonomie und sind auch für ihre Zukunft zentral. Der Dialog, der gegenseitige Respekt und der lange Atem der Diplomatie.